Ich muss gleich noch etwas zu dieser Nache sagen. Wo wir so gemeldet haben, der Philemon und ich, hatten mir zweimal zurückgeschrieben, ja, ich bin dann im Sola heute, oder? Dann dachte ich, ja, ist ja schön, wenn der Pastor mit ins Sola geht und habe nicht weiter darüber nachgedacht. Und gestern habe ich auf meinem Handy im WhatsApp von der Lorena Marti, das ist eine junge Frau aus unserer Gemeinde von Wetzikon. Da kann man da so Bilder schicken, nicht an mich persönlich, sondern einfach da alle, die es anschauen wollen. Habe ich gesehen, so einen Plan von so einer riesen Nache. Nächstes Foto, oh, die gibt es glaube ich wirklich. Ich dachte, ja, das hat sie noch so geschrieben, Sola kann kommen. Wahrscheinlich kennt sie irgendjemand von euch, vermute ich, oder? Sie ist wahr, okay. Vielleicht habe ich es zuerst gedacht, ja, eben, da hat irgendjemand in Amerika wahrscheinlich so gemacht. Und jetzt, dann habe ich gemerkt, nein, die gibt es wirklich und das hat mit eurem Sola zu tun. Mega spannend. Und ich habe es auch noch interessant gefunden, weil ich kenne euch ja überhaupt nicht. Ich war ja noch gar nie in Embrach, ich habe noch nie hier in der FEG. Und gerade gestern schickt sie das und ich schaue es eben an. Und dann habe ich also schon gewusst, dass es da besonders Sola mit dem Noah und seiner Arche gibt. Und dass es darum auch geht, dass Menschen gerettet werden, dort mal in dem Schiff. Und heute durch die Begegnung mit Jesus findet man Rettung. Und ihr habt schon gehört, ich habe ja als Thema gewählt Begegnung mit dem Friedensbringer. Und ich möchte noch schnell darauf hinweisen, das ist nicht ein Schreibfehler, dass dort noch Begegnung mit einem H steht, sondern die zwei Stichworte, Begegnung mit Jesus und dann aus dem heraus auch gehen. Das sind schon meine Hauptgedanken von heute Morgen zu dem Abschnitt Johannes 20, Vers 19 bis 23. Und bevor wir noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen, wenn wir in der Parallelstelle im Markus-Evangelium lesen, was an dem ersten Tag nach der Auferstehung, es ist ja Osterabend, wo das passiert, wo wir gehört haben, wenn der Markus es beschreibt, ich tue es mit meinen Worten weitergehen, dann hat er dort geschrieben, zitternd vor Angst und Bestürzung sind die Frauen vom Graben weggeflohen. Das Grab war ja leer. Sie haben mit niemandem darüber geredet. Sie haben sich sehr gefürchtet, also Angst gehabt. Jesus ist am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und ist ja zuerst Maria von Magdala erschienen. Und dann wird dann berichtet in dem Markus-Evangelium, sie seien zu den Jüngern gegangen, die haben auch trauert und brieket, also wird ausdrücklich, das ist alles ganz schlimm, traurig, Angst. Und dann haben sie ihnen berichtet, Jesus lebe. Sie haben ihn gesehen, aber sie haben es nicht geglaubt. Danach ist Jesus auch noch in anderer Gestalt zwei Jünger erschienen, die von Jerusalem unterwegs sind, aufs Land raus. Der Lukas berichtet ja dann ausführlich von diesen Emmaus-Jüngern. Die sind zurück nach Jerusalem, um es allen zu erzählen, und wieder, keiner hat es geglaubt. Also wenn man so den Ostertag sich vorstellt, dann denkt man ja zuerst, ja, also etwas Schöneres gibt es doch nicht. Aber spannend ist, der Bericht, auch beim Johannes sagt zuerst, sie haben Angst gehabt, sie haben zittert, bestürzt sind sie, sie haben es nicht geglaubt, sie haben sich gefürchtet. All diese Stichworte kommen vor. Das fällt mir auf. Und wir leben ja in einer Welt, wo sogar ich als Optimist sage, ja, was passiert da? So viele Herausforderungen weltweit. Einerseits die Krankheit das erste Mal und dann natürlich auch die Unsicherheit. Ist das wirklich, gibt es oder gibt es nicht? Oder haben sie es recht gemacht? Und jetzt kommt noch der Krieg und alles so nahe und das betrifft uns. Ängste und Bestürzung können auch wir als Menschen, die Gott vertrauen wollen, erleben. Vielleicht sind es aber bei dir auch private Sorgen oder Unsicherheiten. Wir müssen ja nicht nur in die Welt schauen, die einem Angst machen, die ganz vielleicht persönlich und individuell sind. Ich glaube, wir kennen das. Jetzt gibt es in der Bibel 11 verschiedene Erscheinungen von Jesus nach seiner Auferstehung und bevor er wieder in den Himmel geht. Und eine davon ist eben die Johannes 20, Vers 19 bis 23. Und da ist die Begegnung mit Jesus oder im Zentrum, was Jesus in dieser Begegnung seinen Nachfolgern, seinen Jüngern bringt und auch uns, ist Stichwort Frieden. In den anderen Begegnungen sind es andere Aspekte, aber bei allen ist mir aufgefallen, ist es eben der Zweischritt zwischen Jesus begegnet Menschen und das setzt sie in Bewegung, also sie gehen dann, es macht etwas mit ihnen. Und das möchte ich ja auch ein bisschen an diesem Text zeigen, heute Morgen. Und ich glaube eben auch, dass auch wir immer wieder Begegnungen mit Jesus brauchen.
ich sage jetzt ein bisschen überspitzt, gell? Es langt nicht, dass wir nur wissen, das Grab ist leer. Das ist ja wichtig natürlich. Aber das setzt noch nicht die Bewegung, sondern wir brauchen eine lebendige Begegnung mit dem Jesus Christus, auch heute Morgen wieder, damit Angst zu Freude kann werden und damit wir ausgerüstet auch hingehen können. Und das wünsche ich mir für heute Morgen. Begegnungen mit Jesus. Die zweifache Wirkung. Er kommt zuerst zu uns und ist wirklich lebendig mitten, auch heute unter uns und will uns begegnen. Und das ermutigt uns wieder in unserem Alltag jetzt zu gehen. Darum der erste Gedankengang, Begegnung mit Jesus, in dem Fall bringt eine Veränderung von Angst zu Freude. Es heisst ja, ich habe es versucht ein bisschen anzutönen, bei der Parallelstelle im Markus, auch beim Johannes, Vers 19, die Jünger hatten solche Angst. Also das bestimmt alles. Wie gesagt, Maria hat das Grab leer vorgefunden, auch andere sind schon dort gewesen, der Petrus unterdessen. Wir haben gehört, 2 Männer, die nach Emmaus sind, begegnet dem Jesus. Und trotzdem hat die Schar der Jünger sich eingeschlossen an dem Abend in einem Raum in Jerusalem, weil sie Angst hatten. Sie sind verunsichert gewesen, sie haben gezweifelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch von dieser Situation, wo sie ja gesellschaftlich drin gelebt haben, die jüdischen Menschen, die ja dann zum Pilatus sind und gesagt haben, Jesus muss gekreuzigt werden, ja, da ist jeder, der den Jesus toll findet, auch in Gefahr. Und wenn man dann noch behauptet, dass er auferstanden oder so etwas, also die haben auch einfach ganz menschlich viel Ängste gehabt und das hat ihr Leben bestimmt. Und wie gesagt, jetzt kommen so viele Zeugen und erzählen, das Grab ist ja leer und so weiter, aber das, ich sage mal so, es nützt noch nichts. Das ist das, was ich ein bisschen gemeint habe. Und ich vermute, dass auch viele von euch sagen, ich weiß eigentlich vieles über Jesus. Ich glaube auch, was in der Bibel steht. Und wie gesagt, ohne das geht es gar nicht. Das sind ja Tatsachen und Grundlagen, die Gott geschaffen hat mit dem Jesus. Aber dass das etwas verändert in meinem Leben, dass von Angst zu Freude kann werden, brauche ich eine übernatürliche Begegnung mit dem Jesus. Und so ist es ja auch da, dass sie erst dann, es heisst da plötzlich, ist Jesus in ihre Mitte gekommen. Hat einen anderen Lieb gehabt und der hat es erlaubt, durch die geschlossenen Türen durchzugehen. Also auch hier schon kann man sagen, er ist auf übernatürliche Art ihnen begegnet. Weil wir können natürlich sagen, ja gut, wir sind ja nicht mehr dann, wo Jesus unterwegs war und schön wäre es, wir hätten das auch. Natürlich wäre das schön. Aber das ist für Gott kein Hindernis, für Jesus oder eben seinen Geist, wie wir werden sehen, uns zu begegnen. Echt erfahrbar. Schon hier eben, die Türen halten ihn nicht ab und Jesus ist liebhaftig unter ihnen. Es ist also, wir können ja denken, ja gut, Jesus muss mir immer wieder begegnen in guten Gedanken oder in einem Gefühl oder so. Es ist mehr als das. Ich glaube, im Lukas-Evangelium wird berichtet, dass die Jünger sagen, sie haben gemeint, es sei ein Geist, oder? Und in unserem Text im Johannes heisst ja ausdrücklich, er hat ihnen die Hände gezeigt und die Seite, weil er ist viel mehr als ein Geist. Also er ist, ich sage jetzt mal, ein Stück liebhaftig unter ihnen, natürlich in einem anderen Körper. Ihr versteht den Unterschied, oder? Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, das Christentum ist eine Philosophie, ist eine schöne Lehre, ist aber so alles so ein bisschen immateriell, eine Religion. Nein. Es ist lebendig als Person, weil Gott, der dreieine Gott, uns auch heute noch begegnet. Das sehe ich da mal aus dem Text raus. Und wie gesagt, die Angst, die die Jünger haben, die wird darum verändert als nächstes, wenn Jesus nämlich kommt, sagt er, Friede sei mit euch. Und wir haben ja in der Textlesung gehört, er sagt es sogar noch ein zweites Mal. Noch einmal hat er gesagt, Friede sei mit euch. Er hat es also müssen wiederholen. Gell? Friede sei mit euch, das ist ja eigentlich Shalom Alechem. Kennt jemand das Lied noch? Ja. Wenn man noch ein bisschen Hebräisch kann. Und Shalom Alechem, das sagen die Israelis auch heute noch, wenn sie sagen Hoi, sozusagen. Also es ist eigentlich eine Grußformel, wo man sagen, ja, so eine Floskel, oder? Wir sagen ja auch Sachen, Grüezi heisst ja Grüß Gott, aber wir meinen es vielleicht nicht wirklich so. Versteht ihr, was ich meine? Man kann es schon so verstehen. Aber ich bin überzeugt, Jesus braucht es da nicht einfach als normale Grußformel, sondern der Gehalt von dem, Friede soll mit euch sein, ist ganz tief.
Und das Wort Shalom, wo da drin ist im Alten Testament eben nicht nur Frieden im Sinn von, dass man nicht streitet oder dass es keinen Krieg gibt in der Ukraine, dann ist auch Frieden, das gehört alles dazu, sondern Frieden meint eigentlich das altmodische Wort Heil. Das Heil soll mit euch sein. Alles wieder gut, alles wieder verarztet, alles wieder gesund worden. Also das umfassende Frieden und Heil spricht Jesus seinen Jüngern zu. Ist also ganz ein fest gefühltes Wort. Und vielleicht auch darum wird es da gesagt, er sagt es sogar zweimal. Friede im Vollsinn vom Wort. Wenn man Jesus schaut, in seinen Reden, die er hält, gerade auch im Johannesevangelium, Kapitel vorher, dann ist ja das dort immer wieder ein Thema. Er sagt zum Beispiel, bevor er stirbt, Johannes 14, 27, das, was ich euch zurücklasse, ist Friede. Ich gebe euch meinen Frieden. Das ist ein Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Also auch dort tut er mit dem Stichwort Frieden all das zusammenfassen, was er dann durch seine Lebenshingabe, durch das, dass er die Schuld von uns, von mir auf sich nimmt und wieder Beziehung schafft, also Beziehung zu Gott wieder heil wird, Vergebung ermöglicht. Aber auch darüber aus, dass eigentlich das, was in unserem Leben kaputt ist, vielleicht auch in Beziehungen untereinander, all das wünscht er und schafft er und macht er Grundlage dazu. Oder es gibt auch im Kapitel 16, einfach so in einem Nebensatz, 16,33, sagt Jesus, ich habe euch alles das, habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Also er fasst das Ganze, was er tut für uns Menschen, seine Liebe zusammen. Darum glaube ich, wenn er da in die Mitte kommt und einfach nur das Kurze sagt, Friede sei mit euch, Shalom Alechem, und dann nochmal, da ist alles gesagt, da ist alles drin, was Gott in seiner Liebe uns möchte schenken. Aber ich glaube eben, dass er uns das immer wieder muss in einer Begegnung schenken, damit etwas verändert werden kann. Übrigens ist das Thema, dass in Jesus er den umfassenden Frieden in unsere Menschheit bringt, ist ja im Alten Testament angekündigt. Jesaja 53 ist ja das bekannte Kapitel, wo am ehesten darauf hinweist, dass da mal der Gottesknecht wird kommen, sein Leben unschuldig hingeben für uns. Und in dem Jesaja 53 heißt, die Strafe liegt auf ihm. Gemeint ist so das unschuldige Lamm, wo ja dort eben beschrieben wird, wenn es Lamm ist, der Gottesknecht und lässt sich opfern, damit wir Frieden hätten. Schon dort wird es als Auswirkung von dem, was das Gottes Lamm macht, mit Frieden bezeichnet. Und die Osterfreude jetzt transportiert Jesus, indem er ihnen das zuspricht. Mit mir kommt Friede zu euch. Wenn wir noch überlegen, die Jünger, die haben ja vielleicht nicht nur Angst gehabt, wegen der äußeren Umstände, wegen politischen Sachen, wir könnten auch noch dran kommen, was denken die Leute und so weiter. Sondern es hat noch in ihrem Herzen Grund gegeben, Angst zu haben. Nämlich, ich sage mal so, Angst zu haben vor dem, was wird sein, wenn das wirklich stimmt, dass Jesus auferstanden ist. Was sagt er zu mir, Petrus? Ich nehme jetzt mal den Petrus, das ist ja der Klassische. Wir sind alle weggesprungen. Der Petrus hat 3-mal gesagt, ich kenne den gar nicht. Also es gibt ja noch eine andere Art von Angst, die eben mit den eigenen Fehlern zu tun hat. Die Angst vor dem, ich bin schuldig und ich habe eigentlich eine Strafe verdient. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das auch empfunden haben. Und wie schön ist das, wenn Jesus in ihre Mitte kommt, sagt er nicht nur Friede sei mit dir, so ein bisschen eben salopp oberflächlich, sondern er sagt, ich werfe dir nichts vor. Ich tue nicht Schuld zuweisen. Ich komme jetzt nicht zum Abrechnen, sondern ich möchte dir Frieden schenken. Da, wo du einsiehst, dass du Schuld hast und darüber traurig geworden bist und das mir bekennst, für das bin ich gestorben. Das alles ist in diesen kurzen, wenigen Worten drin. Und das möchte Jesus auch heute am Morgen uns allen wieder einfach neu sagen. Ob es jetzt äußere Ängste sind, sagt Jesus, Frieden möchte ich dir bringen. Ob es selbstverschuldete Ängste sind, Frieden möchte ich dir bringen. Und wir sehen in dem Text also eine weitere eine Wirkung, als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Es ist ja alles ganz knapp zusammengefasst in dem Text, aber ich vermute, dass es wie so eine Bewegung ist. Von Angst zu froh werden. Also die Freude ist eingekehrt. Eine Jesus-Begegnung heisst, das soll immer die Auswirkung haben, dass Freude werden kann. Das heisst nicht, dass alles
sich verändert und keine Probleme sind und vielleicht eben auch, dass nicht jeder Krieg einfach aufhört. Aber zutiefst möchte Jesus in der Begegnung mit uns auch unsere Ängste in Freude verwandeln. Darum auch nochmal die Frage an dich und mich, was ist im Moment so ein bisschen deine Angst? Ich denke da persönlich vielleicht an gewisse Lebensherausforderungen, die einem den Beruf stellt, die einem die Schule stellt. Gut, jetzt ist Schulferien. Man muss vielleicht nicht mehr so Angst haben, dass man Prüfungen besteht, aber einfach Ausbildung, all diese Sachen, das kann einem ja Bauchweh machen oder Angst machen. Aber auch die beruflichen Anforderungen und Erwartungen. Oder wenn wir in die Welt schauen, neben dem Krieg, wo einem bestimmte Angst machen kann, gibt es ja wirklich auch grosse, damit zum Teil zusammenhängende, steigende Kosten, das Klima, was auch immer. Das sind auch Ängste, die Menschen und vielleicht auch dich beschäftigen. Persönlich alles, was so um Gesundheit geht, Krankheit, beim Älterwerden, ich bin ja schon 58, Angst vor dem Sterben, vor dem Tod, wenn man ehrlich ist. Oder viele Ängste haben auch mit Beziehungen zu tun. Vielleicht die eigene Beziehung, wo man darunter leidet oder schwierig ist. Oder vielleicht auch, ich habe Freunde, wo ihre Beziehung vielleicht auseinandergeht. Das macht mir auch Angst. Angst um Beziehungen mit meinen Kindern oder was es auch ist. Also, wir kennen auf ganz verschiedenen Ebenen sicher auch eine Angst. Und da trainieren, glaube ich, will heute Morgen Jesus dir sagen, Friede soll mit dir sein. Hab keine Angst mehr. Nicht ich, der Jürg, kann euch das bringen, sondern mein Wunsch ist, dass er zu dir so redet und dass er wirklich übernatürlich auch dir heute begegnet. Wir nehmen jetzt gerade mal einen Moment, jedes für sich, zum Überlegen, wo ist jetzt deine Angst und merkst du etwas von dem, dass Jesus auch dir jetzt begegnet? Ich finde es interessant, dass der Gruß von Jesus an seine Jünger dort mal offensichtlich die ersten Christen so stark geprägt hat, dass ich mindestens 2 Auswirkungen sehe, die nachwirken. Seine ist im Neuen Testament. Hat es ja ganz viele Briefe, vor allem die von Paulus. Es gibt 13 Briefe, die der Paulus am Anfang schreibt. Paulus hat die geschrieben. Und die Ausleger sagen, der Briefgruß, also es gibt ja bei uns auch so ein Formular, wenn man das KV macht, wo man genau lernen. Heute schreibt man nur noch freundliche Grüße. Ich habe noch gelernt, mit freundlichen Grüßen. Also das meine ich, oder so, die Formen. Heute schreibst du auch noch sehr geehrter Herr, fast nicht mehr. Man sagt, guten Tag, Herr Buchecker. Kennen Sie das auch so? Also bei den Mails und so. Es gibt so Formen, oder, wie man einen Brief muss schreiben. Das hat es hier auch gegeben. Und üblich war in der römischen und griechisch sprechenden Welt gewisse Formen und in der jüdisch und hebräisch sprechenden gewisse Formen. Aber die Christen haben eine eigene Form kreiert, wo das Stichwort Friede drin vorkommt. Also beim Paulus Gnade. Gnade ist übrigens ein Wort, wo auch nicht die Heiden geschrieben haben. Oder? Ich wünsche dir wohl, also in dem Sinne Gnade. Aber beim Paulus kommt immer Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Und dass das und Friede von Gott kommt, nehmen einige an, das hat mit dem zu tun, dass die ersten Jünger das so eingefahren ist, dass Jesus kurz und bündig sagt, Friede bringe ich euch. Alles, was ich jetzt gemacht habe, bedeutet eigentlich Heil für euch. Das also in allen 13 Briefen kommt das immer vor, Friede sei mit euch, also das Friede von Gott. Spannend, dass das so wichtig ist. Und der zweite Aspekt, der Morgen oder der erste Tag nach Ostern, ist so wichtig geworden für die ersten Christen, das wissen wir wahrscheinlich, dass wir darum heute Gottesdienst feiern in der Schweiz. In anderen Ländern, in Israel, ist am Samstag alles zu. Die Moslems machen am Freitag ihren Viertag machen. Aber die Christenheit feiert den Sonntag. Und da ist wahrscheinlich wegen dem auch wegen dieser Begegnung, wegen dem, weil das so tief gewirkt hat. Ich komme noch zum Zweiten, wenn ich gesagt habe. Begegnung mit Jesus heisst immer auch Gang auch. Also setzt mich in Bewegung, rüstet mich aus. Und weil man fragt sich in dem Text da im Johannes 20, warum kommt Jesus, nachdem wir jetzt so Frieden zugesprochen haben, alle sind frei und fröhlich, warum kommt er jetzt als nächstes Thema zu dem, ich sende euch?
Er sagt nämlich, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Ohne Übergang kommt der Satz. Was hat das miteinander zu tun? Und ich glaube, es hat damit zu tun, immer wieder in den Begegnungen mit Jesus macht es mich nicht nur froh oder wieder mutig oder zuversichtlich oder hoffnungsvoll, sondern es setzt mich und will mich auch in Bewegung setzen, dass ich hingehen kann für meine Aufgaben. Und auch zu dem sagt Jesus ja dann einiges. Es sind eigentlich auch wieder so drei Gedanken, die ich da im Vers 21, im zweiten Teil bis 23 sehe. Das erste, er gibt uns einen Auftrag. Ihr seht das, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. In dem Wort senden, es wird ja zweimal gebraucht, Gott hat ihn gesandt und er sendet uns. In der Originalsprache hat das Wort mit dem Apostel zu tun. Also so wie die Apostel ausgeschickt sind, so sind wir auch ausgeschickt. Und Apostel, auch jetzt im nicht religiösen Kontext, das sind sozusagen die Abgesandten gewesen. Die vertreten irgendjemanden und müssen, so wie der Postbote, oder ja gut, der Postbote bei uns gibt das nur ab, aber früher hat er dann seine Rollen aufgemacht und hat vorgelesen, was der Kaiser oder wer auch immer sagt. Und das, was da der gesagt hat, obwohl keine Ahnung, wer der ist, das ist im Namen von dem König gekommen, oder von dem Abgesandten oder von dem reichen Mann. Und so Abgesandte sollen wir sein. Und Jesus hat im Lukas 10, Vers 16, dass das, was ihn betrifft, so wie er geschickt ist, wir auch sind, hat er mal in einem kurzen Sätzchen zusammengefasst, indem er nämlich gesagt hat, wer euch, meine Freunde, gehört, der gehört mich. Also enger kannst du es ja nicht mehr sagen. He? Und eigentlich muss ich fast sagen, oh, wenn ich das jetzt so nachdenke, ups, was heisst das? Wir sind so geschickt in die Welt, wie Jesus von seinem Vater in die Welt geschickt worden ist. Wir können es vielleicht auch so sagen, Jesus ist weg und du und ich oder ihr, der FG Embrach, ist noch da. Könnt ihr ein bisschen Herzklopfen machen, oder? Oder ein bisschen Überforderung. Und darum müssen wir noch ein bisschen genauer anschauen. Ich glaube aber schon, dass es so gemeint ist. Dass wir ein Stück weit das einnehmen, wo Gott hier in der Person von Jesus angefangen hat. Jetzt, wenn man darüber nachdenkt, er erklärt ja nicht viel mehr, was beinhaltet das, was ist genau der Auftrag. Aber klar ist, und auch die Bibelausleger haben das immer wieder diskutiert, Jesus hat einerseits Sachen gemacht, Taten, und er hat auch viel geredet, verkündet. Und die Frage ist ein bisschen, wenn wir jetzt alles, was Jesus gemacht hat, auch machen und die gleiche Verkündigung ist vielleicht klarer, sage ich mal so, wenn man über das nachdenkt. Sollen wir machen, was Jesus tut, Kranke heilen, Bedürftigen helfen, sich für die Armen einsetzen, für Gerechtigkeit? Ist das unser Auftrag? Andere sagen, ach nein. Und übrigens der Kontext, also der Vers, der nachher dann kommt, redet ja auch noch davon, wegen der Sündenvergebung. Wenn wir die Sünden vergeben, sind sie vergeben und wenn nicht. Wer eher das betont, sagt, nein, Christen müssen vor allem predigen, evangelisieren, Menschen zum Glauben rufen, Gemeinde bauen. Kennt ihr die Diskussion auch? Also die Diskussion ist schon uralt. Sollen Christen oder christliche Kirchen oder ihr als FG Embrach eben vor allem das Wort verkünden, Seelen rufen oder sollen ihr noch ein Haus bauen und Kindertagesstätte auftun oder was auch immer, Sozialwerk? Die Frage hat Christen immer schon beschäftigt. Und in der Mission zum Beispiel, also ich weiß nicht, vermutlich kennt auch Missionsgesellschaften und Missionare, die wir unterstützen, gehört man ja auch in Afrika, oder? Die tun oft nicht nur Kirchen bauen, sondern haben noch ein Spital oder irgendeine Hilfsgüter verteilen. Dort gibt es auch eine riesige Diskussion, oder? Entweder oder, beides zusammen, wie auch. Ich finde es noch spannend, dass man in diesem kleinen Text, wo einfach Jesus sagt, macht das, was ich tue, noch kurz muss über das nachdenken. Wir als FEG Wetzikon haben gerade auch die Frage. Wir haben auch ein grosses Gelände mit vielen Gebäuden, sind ein bisschen die Jahre gekommen. Wir haben eigentlich viel zu grosses Gelände und hätten noch viel mehr Platz für noch anderes. Wir brauchen nicht alles für uns als FEG. Und wir müssen es jetzt mal renovieren oder umbauen oder eben etwas Zusätzliches bauen. Im Moment ist der Plan, also wir haben noch ein Café auf dem Feld, auf dem, das heisst Quartier Feld, darum heisst es Café Feld. Und auch, was man möchte bauen, soll für Bildung sein, es darf aber auch Arbeit sein und es gibt vor allem auch noch Wohnungen. Und da haben wir natürlich auch die Diskussion, also muss das eine Kirche überhaupt machen? Soll sie das machen? Ich sage jetzt mal, wenn wir den Platz haben und Gott uns den vor 40 Jahren geschenkt hat,
haben wir gedacht, als erste Option prüfen wir das, ob wir das machen sollen. Weil ich denke nicht, es entweder oder. Wir können aber auch gut anderer Meinung sein und wir konzentrieren uns nur aufs kirchliche Geschäft. Also ich glaube, in unserem Fall kann man so oder so sehen. Wir schauen jetzt mal, was rauskommt. Und das meine ich jetzt. Ich glaube aber, dass wir als Christen, wenn wir sagen, entweder oder wenn wir einfach sagen, nein, einfach beides, dass das noch nicht ganz die gute Lösung ist. Ich erkläre kurz, warum. Entweder oder würde ja bedeuten, ich muss mich entscheiden, oder? Entweder mit den Händen tun, Sozialarbeit, nichts sagen. Oder wir verkünden nur, wir evangelisieren und nur. Ich glaube, das würden wahrscheinlich alle einverstanden sein, wenn man in die Gesamtbibel schaut, kannst du das nicht mit oder voneinander trennen. Das muss irgendwie zusammenhängen. Christsein ist ein ganzheitliches Christsein. Es darf sich auch auswirken in die Gesellschaft. Ich glaube, da sind wir wahrscheinlich einig. Oder ist ein bisschen schwierig. Wenn wir aber nur sagen und, dann ist, denke ich, dann tut man so gleichgewichtig gegeneinander aufeinandersetzen und dann wird immer die Diskussion sein, ja, wie viel investieren wir Geld jetzt da, wie viel Personal da, oder? Darum mein Vorschlag ist, es ist eine Art des und, aber mit einer Prioritätensetzung. Etwas ist wichtiger. Und das ist meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung, sondern ich glaube auch bei Jesus, wird jetzt klar, ist das Heil im Sinne von einem ewigen Heil, vom Evangelium, von dem, was nicht Hex und WWF und die anderen auch noch machen können. Das ist, wenn es darauf ankommt, wichtiger. So würde ich es machen. Es braucht beides, aber das, was die Kirche machen kann, ist das Wichtigere. So würde ich es sehen. Also wenn wir uns fragen, ich bin auch in die Welt gesandt, wie Jesus, was von Jesus soll ich jetzt machen? Dann wirst du oft wahrscheinlich in deinem Beruf Sachen machen, die auch dieser Welt dienen, die soll sorgen, wo die Landschaft gestaltet, wo den Menschen dient im Spital oder Kinder unterrichtet. Und gleichzeitig sind wir als Christen herausgefordert, Priorität zu setzen, dass Menschen Jesus kennenlernen und durch ihn in Beziehung zu Gott kommen, Vergebung von ihrer Schuld bekommen. Und als Kirche muss man das auch im richtigen Maß zueinander überlegen. Dazu brauchen wir Gottes Hilfe, dass wir so Gesandte sein können in dieser Welt. Dazu müssen wir miteinander reden und müssen auch ausgerüstet werden, so wie es Jesus da sagt. Das ist mein zweiter Gedanke zu dem. Jesus sagt nicht nur, da ist der Auftrag, das, was ich mache oder gemacht habe, sondern er rüstet aus und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Vielleicht erinnert ihr euch, es heißt da im Text, Jesus hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist, Vers 22. Die Ausleger sind ein bisschen unsicher. Was ist da genau? Ist das jetzt schon Pfingsten, was da passiert? Ist ja gar noch nicht Pfingsten. Oder will Jesus mit dem Anhauchen und mit dem Lebensgeist einfach nur symbolisch eher sagen, jetzt ist neues Leben möglich? Das stimmt natürlich biblisch auch. Ich würde mal sagen, egal wie man die Handlung genau deutet, eben, es ist ja noch nicht ganz Pfingsten, sie weist aber hin auf Pfingsten. Jesus hat ja auch in der Johannesevangelium sehr ausführlich den Jüngern gesagt, wenn er weggeht, löst er sie nicht allein. Sondern es ist sogar gut, dass er weggeht, Johannes 14 bis 17, damit nämlich der Tröster, der Helfer kann kommen, der Heilige Geist. Also er hat ja die Jünger darauf vorbereitet. Und es hat sicher mit dem zu tun, was er da schon andeutet tut. Und wir heute, die ja nach Pfingsten leben, ist ganz klar, Ausrüstung, die Gott uns schenkt, ist, dass er sendet seinen Heiligen Geist. Es ist gar nicht möglich, Christ zu sein, ohne Empfangen von seinem Geist. Die dritte Person vom dreieinen Gott ist gegenwärtig, unsichtbar. Und sie ist nicht nur da, sondern sie nimmt Wohnung in uns und der Heilige Geist rüstet uns aus. Ich kann jetzt nicht zu lange da stehen bleiben. Ihr wisst wahrscheinlich, der Heilige Geist ist ein Helfer, ein Beistand. Er wird verbunden mit dem, was Kraft geben kann. Das heisst für mich auch Motivation, zum Beispiel dran zu bleiben, wo es schwierig ist. Er ist auch der Tröster, so nennt ihn Jesus auch. Gerade für Menschen, die sagen, ich bin in Angst oder ich bin traurig. So möchte Gott uns ausrüsten, indem er selber in unserem Leben gegenwärtig ist und mitkommt in unseren Alltag und in unser Leben hinein. Und Jesus verknüpft jetzt die Ausrüstung, wie ich gesagt habe, nochmal ein bisschen, dass er sagt, der Spitzenauftrag, den ihr habt, und das ist eben der, wo Menschen, die Gott nicht kennen, nicht machen können, das hat mit Sündenvergebung zu tun. Er sagt nämlich, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben.
Das ist ja schon erstaunlich, gell? Also auch da tut man fast ein bisschen leer schlucken. Was für eine Autorität gibt uns da Gott? Und die Kirchengeschichte zeigt ja auch, dass die einen gefunden haben, das könne nur der Petrus oder der Papst oder wer auch immer. Und es ist ja in der Bibel schon eine Diskussion, wer kann den Sünden vergeben? Und es ist eigentlich klar, biblisch gesprochen, allein Gott kann die Sünden vergeben oder behalten. Und das, in dem Sinn, das tut Jesus da auch nicht abwerten. Markus 2 wird ja sogar berichtet, gell, dass, wo er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, kommen die Pharisäer und sagen, der hat Gott gelästert, Jesus. Der kann nur Gott. Bei Jesus kann man sagen, ist noch ein bisschen anders. Der ist selber auch Gott, darum kann er das. Aber jetzt übertreibt er sogar das zu uns, oder? Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Ich bin sicher, es ist nicht so gemeint, ich bin jetzt wie Gott und kann sagen, dir sind sie vergeben, dir sind sie nicht vergeben oder so. So nicht. He? Aber er gibt uns eine hohe Verantwortung, dass wir Menschen helfen können, die Vergebung in Jesus zu finden. Und wir dürfen sie ihnen auch zusprechen. Für mich hat es ganz fest damit zu tun, wie einige jetzt auch da beim Lager der Kinder betet haben, dass Kind Jesus Christus, also Erwachsene, Jesus Christus kennenlernen und ich darf Helfer sein. Und ich habe das früher, obwohl ich auch Theologie studiert habe, also nicht so mich getraut zu machen, aber wenn ich im Gespräch bin mit Menschen, die vielleicht mal wir beten nachher, weil sie etwas bekennen, wo ihre Schuld jetzt sie Jesus anlegen wollen, dann könnte man sagen, ja gut, Jesus vergibt dir ja, ich sage nichts. Dass ich mich eher getraut zu sagen, hey, und im Namen von Jesus darf ich dir sagen, deine Schuld ist dir vergeben. So weit würde ich gehen bei dem. Und wie schön ist das, wenn wir so Helfer dürfen sein. Nicht stolz, nicht weil wir ja keine Sünder sind. Aber wir dürfen wie so Hebammen sein, sagen wir mal, oder so Helfer, auch in dem Thema Vergebung. Und schön ist, Jesus spitzt schon den Auftrag auf das zu. Alles andere ist auch wichtig, gell? Meine Arbeit und meine Taten und mein Beruf und mein Engagement in der Gesellschaft und Nachbarschaftshilfe und so weiter. Aber es soll alles letztendlich auf das Heil im höchsten Sinn zulaufen, dass Menschen wieder in Beziehung zu Gott kommen können und ihre Schuld sie nicht trennen von Gott. So eine hohe Ehe gibt uns Jesus und tut es uns auch ein Stück anvertrauen. Nicht, weil er uns verdrücken will, sondern weil er uns ermutigen will. Wir feiern ja jetzt ein Abendmahl zusammen und ich wünsche mir, dass du das auch wie einen Zuspruch kannst nehmen, wenn wir Abendmahl feiern. Und wenn du denkst, ja, ich fühle mich da überfordert, also so wie der Paulus oder wer auch immer, oder der Jörg, kann ich das nicht, dann möchte ich noch sagen, schon dort mal, müssen wir mal überlegen, all die Freunde, die da gesessen sind bei Jesus, wir kennen ja nicht alle so gut. Ein paar ein bisschen besser, die ein bisschen lautes Maul hatten, ein bisschen besser, von den Jüngern. Aber von diesen feinen Sachen, die man von diesen Jüngern weiss, die sind ja auch sehr unterschiedlich gewesen, so wie du und ich. Der Andreas ist so ganz unauffällig, der Petrus eben der mit dem grossen Maul. Der Jakobus wird so als ein Eifriger beschrieben. Der Johannes erscheint einem sehr ein liebenswürdiger Mensch zu sein. Der Philippus war ein Beamter. Der Simon, der eine, ist also politisch engagiert. Der Matthäus geschäftig, sage ich mal. Die haben auch alle ihren Charakter gehabt. Und zu denen sagt Jesus da, wo er jetzt uns heute Morgen sagt. Und die haben das alle auch sehr unterschiedlich nachher ausgelebt. Das will ich damit sagen. Darum habt Mut, dass es du so umsetzt. Jesus sendet dich so, wenn er dich begabt hat, wenn er dir Möglichkeiten gegeben hat. Und auch der Punkt, Menschen zu helfen, Vergebung zu finden, da ist nicht jeder der Evangelist gleich, muss auch nicht von der Bühne sein, aber Jesus kann auch dich brauchen. Wir nehmen die erste Begegnung vom Auferstandenen also heute ein bisschen persönlich. Es gilt auch uns heute und da. Jesus begegnet auch uns mit seinem Frieden, wo er am Kreuz errungen hat. Und wenn wir jetzt den Abendmahl feiern, dürfen wir das auch als eine Begegnung nehmen. Denn ich bin überzeugt, Jesus ist durch seinen Geist, es gibt ja Diskussionen, wie ist Jesus im Abendmahl gegenwärtig? Darf ich fragen, was lehren die so? Ist Jesus im Brot? Nein, das denken wir nicht. Das meine ich. Ich glaube, biblisch gesprochen ist gut. Jesus ist durch seinen Heiligen Geist, ich würde sagen, vielleicht besonders gegenwärtig, wenn wir Abendmahl feiern. Aber wie schön ist das? Es hat jemand von unserer Gemeinde, der ist ein Künstler, der arbeitet da neben mir, das Bild gemalt. Das Bild ist, wenn ich jetzt zu Wetzig auf der Bühne stehen würde ich in unseren Saal schauen, so ungefähr. Und dann sehen Sie so Abendmahlstisch und vorne hat er aber gezeichnet, da sitzt Jesus mit seinen Jüngern am Tisch, da oben auf der Bühne, oder?
Und sein Gedanke war dabei, wenn wir Abendmahl feiern, haben wir eine Begegnung auch mit Jesus. Dürfen wir ihm ganz besonders näher kommen. Und dann darf Freude aufkommen. Und dann möchte er dich auch ausrüsten mit seinem Geist und einen Auftrag geben und dir helfen, dass Angst zu Freude wird. Das darf passieren beim Abendmahl feiern. Und das möchten wir jetzt machen. Wir haben heute Morgen schon viel vom Frieden gehört. Und wenn die Sonne scheint und Sonntagnachmittag ist und die Arbeit erst morgen kommt, funktioniert das ja manchmal recht gut mit dem Frieden. Ich möchte euch aber schnell aufzeigen, in dieser Situation, wo Jesus das letzte Abendmahl gefeiert hat, da hat er gewusst, dass er am nächsten Tag wird am Kreuz sterben. Und da steht, im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke, gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Steht nachher weiter, dass nachher noch sie haben weiter gegessen, sie haben noch ein Loblied gesungen, keine Panik, nichts. Jesus hat den Abend weiter durchgeleitet mit seinen Jüngern, obwohl er gewusst hat, was passiert. Und ich möchte euch schnell herausfordern. Wer kann bestätigen, dass im Wort steht, dass Gott immer bei uns ist, egal wo wir hingehen? Doch ein paar. Jesus hat am Kreuz gesagt, Abba, Vater, warum hast du mich verlassen? Jesus ist ans Kreuz gegangen. Er ist gestorben. Aber ich glaube, was viel deftiger war, ist, dass Gott hat sich entfernen von ihm. Gott vertreibt Sünde nicht. Er hat Jesus, seinen Sohn, geliebt, über alles. Sie sind eins gewesen. Und trotzdem hat er ihn verlassen. Weil die Sünde auf Jesus gekommen ist. Die Sünde, die wir nicht mehr haben müssen. Das ist nicht anders gegangen. Und Jesus, wir sind extrem privilegiert. Uns wird das nie passieren. Jesus wird immer bei uns sein, egal was passiert. Also Gott. Möchtet noch beten, möchtet das Abendmahl feiern. Ich habe euch, es ist mir aufgegangen in der Vorbereitung, auf den Spott euch geben, was da wirklich auch passiert ist. Dass wir dankbar sind, dass wir uns daran erinnern, was Jesus für uns da hat. Er ist dort hingegangen und er gewusst, der Vater wird mich verlassen für die Zeit, weil es nicht anders geht. Danke, Vater, für das, was du da hast am Kreuz. Dass du unsere Sünden genommen hast. Dass wir frei sein können. Dass wir einen Zugang haben zu dir, Gott. Und dass du das Versprechen einhaltest, dass du immer bei uns wirst sein. Egal, wo wir hingehen. Amen.